Die Männer von Franzis Familie waren Metzger schon seit 100 Jahren. Das Ansteher haben sie in die Gene. Auch vom Ausschau waren sie ganz schöne. Das kann man glauben oder nicht. Körperform, das Gewicht, das Gesicht. Der Franzi hat ein Problem. Er traut sich's gar nicht sagen. Sein Papa werden aussehen. Die richtigen Worte er fast nicht finden kann. Papa, ich ernähr mich jetzt bloß nur vegan. Die Fackerl, die tun mir ja so leid. Sein Pap sagt, jetzt ist soweit. Der Bub, das ist ein Narr, ein Depp, der war schon ein wenig sonderbar. Jetzt ist schon wurscht, denkt sich der Bub, es gab nur eine Neuigkeit dazu. Der Doktorsbub und ich sind wir generell jetzt beieinander, also homosexuell. Der Pap steht da, die Atmung wird kurz, in seinem weißen Metzgerschurz, mit dem Schuhsabrett in seiner Hand, sagt er, das ist ja allerhand. Alter, du bist schuld. Die Mutter meint, das ist nicht so wild. Am Montag fahren wir zum Doktor, das macht einen Sinn, da gibt's gewiss irgendeine Medizin. Der Pap schreit, was sagen da die Leute, das möchte ich wissen. Ja, Bur, haben's dir ins Hirn eingeschissen. Schau, dass du weiterkommst, schimpft er dazu. Du bist ab heut nimmer mein Bur. Dass du schwul bist, das ist doch mir egal. Aber mein Bur Veganer, das ist fatal. Zweck seiner Fleischlosigkeit, und das hätte sich der Franzi nie gedacht, hat sich sein Pap vor lauter Scham in der Kühlung erhängt. Der Franzi erbt, die Geschichte ist aus, die Metzgerei gibt's nimmer, da wird jetzt ein Biolohn draus.